An so einem Morgen fällt das Aufstehen schwer. Aber mit einer Leberkässemmel könnte der Start in den Tag doch noch gelingen. Im niederbayerischen Altfraunhofen beim Metzger Birkmeier gibt's welche. Morgen. Der Chef, Albert Birkmeier, bringt Nachschub für den morgendlichen Hunger. Voilà. Ist das du einmal ohne Senf? Mhm. Ja, wenn der Leberkäse gut ist, braucht man keinen. Ich sag, der Leberkäse verfälscht den Geschmack, Alter. Der Senf? Ah, der Senf, Entschuldigung. Genau. Moin, grüß euch. Die neue Kundschaft mag besonders den Kas, den Leberkas mit Käse. Guten Morgen, grüß euch. Morgen. Was darf's bei dir sein? Ja, ich kaufe das. Ja. Wo geht's denn weiter? Wir waren lieber Zementkorb. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Servus. Servus. Was darf ich tun? Du hast Grüß dich. Ja, Kausleberkasse. Hast du das klar, kein Essen? Ja. 1,50 bitte. Geht das ja so? Was willst du da? Fast links die Gärtnerei. Da hinten da sind sie Jungen. Wo geht's jetzt hin? Auf welche Baustelle? Erding, Moosburg, Rüberö. Ja? Mhm. Taufkirchen, Autos Zeige und eine Umgebung haben wir in der Früh. Was macht's hier? Die bauen auch direkt das Haus jetzt, also Rohmontage machen sie. Ist eigentlich auch. Im Kindergarten auch. Kindergarten wird gebaut, Fußbodenheizung legen da mal heute. Ja, Haufen Sachen. Und der Leberkäse gehört dazu. Ja. Das ist klassische Mahlzeit. Christoph Birkmeier ist der Juniorchef. Er wird den Familienbetrieb vom Vater Albert übernehmen. Den Leberkäse machen sie täglich frisch, aus zweierlei Fleisch. Ohne Leber. Das ist jetzt schon die Mischung, oder? Das ist jetzt das Fleisch. Das ist halber Rind und halber Schwein. Und das ist Speck und Backen. Das sind jetzt die Wertstoffe, Phosphat und Emulgator, und das ist Salz und Gewürze. Und dazu brauchen wir 6 Kilo Eis. Jetzt fangen wir an. Das Eis verzögert die Eiweißgerinnung und gibt dem Brät eine feine Konsistenz. Oh, jetzt ist es fertig. Glänzt schön. Das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn es glänzt. Das ist ein gutes Brot. So, ein Muster. Durch das Schlagen entweichen die Luftblasen. Gut. Wunderbar. Perfekt. Der Leberkäse in der Aluform ist für zu Hause gedacht. Ja. So. Wenn der gebacken ist und aufgeht, hat er ein richtig schönes Karamuster. Und sonst reißt er in der Mitte gerade auf und so schaut er appetitlich aus. Das Wichtigste ist, dass er nicht zu heiß backen wird, weil sonst läuft er so auf und wenn er fertig ist, sitzt er zusammen und dann ist er außen oder so ein Randl und dann ist er nicht mehr gut. Thomas Lohmeier hat sich für unterwegs mit einer Brotzeit eingedeckt. Walnüsse, ein Brot, das ist eine kleine Handwurst mit Schinken. Geht unter den Essen kann man das alles, unter dem Fang kann man essen. Ja. Das ist praktisch. Und auf Nacht gibt es noch eine bayerische Küche daheim. Und Schweinsbraten. Ja, das ist es. Aha. Kein Leberkäse. Nein, hab ich schon viel gegessen, mein Leben. Ja. Weil ich früher Zimmerer war, hat es immer einen Leberkäse gegeben. Ja. Und jetzt gibt es was anderes. Ich fahr jetzt nach Hause. Ah. Ja, ich war in Geisenhausen ein Rathaus unten da am Abbauen. Fahr jetzt das Lager rein.
legt die nächste Fuhr auf für morgen, da fahren wir viel Spielberg runter. Wie das fahrende Volk ist die größte Bauer. Ja, es pressiert immer so viel Arbeit da. Ist ja jetzt so. Schauen wir mal. Nächste Ladung. Ja, der braucht schon Erfolg. Nachdem er aus der Edelstahlform heraus ist, lässt Albert Birkmeier seinen Leberkäse noch einmal rundum bräunen. So, dann machen wir den Ofen rein. So kommen Liebhaber einer schönen Kruste auf ihre Kosten. Nebenan beim Landhandel Wackerbauer lädt Martin Dewald Gerste. Und schmeckt sie? Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wie magst denn du einen Leberkäse am liebsten? Warm, mit süßem Senf, Kartoffelsalat, Semi, ganz egal. Jeden Tag? Jeden zweiten. Aus der Landwirtschaft? Ja, wir haben eine Landwirtschaft zu Hause. Bin jetzt gelernter Landwirt und bin jetzt seit August Stefan beim Arbeiten. Wer hinein nach Wasserburg fährt, wird fast zwangsläufig auf den Bosner Grill von Lina Binder stoßen. Ihr Stand schmiegt sich an die gotische Frauenkirche und ist selber ein Wahrzeichen der Stadt, ein kulinarisches Denkmal.